Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, Jode Dach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, die Ereignisse in den letzten Wochen, ich will nicht sagen, dass sie sich überschlagen, aber es gibt immer mehr und mehr Sachen, über die man sprechen kann, nachdem 2 Wochen zuvor, fast einen Monat lang zuvor, überhaupt gar nichts los war. Also, heute haben wir wieder insgesamt 3 Themen. Trainingsauftakt beim Geisbockheim. Carstensen wird weiterverliehen. Und ja, ein Rückkehrer wird am Geisbockheim begrüßt. Ja, also fangen wir mal direkt an. Ich war nicht dabei beim Training. Mann, bin ich angepisst. Meine ganzen Freunde waren da. Fabio und Pierre. Ach Mann. Aber ich habe gehört, war ordentlich besucht. Viele Leute dort. Den Eindruck, den die Mannschaft gemacht hat, soll insgesamt doch recht zufriedenstellend gewesen sein. Beziehungsweise darüber hinaus. Aber das jetzt nur mal kurz am Rande erwähnt, damit wir auch da die Kontinuität bewahren. Also, wie gesagt, Trainingsauftakt am Geisbockheim. Und innerhalb dieses ersten Trainingstags ergab sich auch schon so langsam das erste Gerücht, das immer konkreter wurde, aber dazu kommen wir gleich. Zuvor wurde dann nochmal offiziell bekannt gegeben, dass wir dann schon wieder Rasmus Carstensen abgeben werden. Für eine weitere Saison wird ausgeliehen nach Dänemark zu Aarhus und nun ja, meine persönliche Meinung dazu ist ehrlich gesagt folgende. Ich habe irgendwie viel von ihm gehalten. Ich mochte ihn sehr in der Zeit, wo er hier aufgetrumpft hat, aber danach hat er nie wieder eine Chance bekommen. Danach gingen dann diese ganzen Experimente mit Thielmann auf rechts los und dergleichen. Aber ich muss sagen, in den Spielen, in denen er zu überzeugen wusste, da sah ich eigentlich in ihm die Lösung für die rechte Seite. Aber naja, das wird wohl im Nachhinein nicht, sagen wir mal so, das wird im Nachhinein dann eher sowas wie eine Geschichte, die ein trauriges Ende finden wird. Und kleiner Tipp an alle Trikotsammler da draußen. Reserviert euch niemals einen Platz auf dem Hype-Train. So viel schon mal dazu. Ja. Wie gesagt, sollte halt nicht sein. Finde ich sehr schade. Ich habe ihn irgendwie cool gefunden. Aber naja. Ich denke mal, auch nach seiner Leihe wird er nicht mehr zurückkehren. Müssen wir halt eine andere Lösung für finden. Und dann nochmal zu diesem Top-Gerücht, das sich dann im Laufe des Tages zum Trainingsauftakt so langsam entwickelt hatte. Ein Rückkehrer wurde angekündigt. Als Ersatztorwart. Und es wird dann halt schon wieder Ron-Robert Zieler sein, der zuvor mal an uns ausgeliehen war. Gebürtiger Kölner und jetzt jahrelanger Stammtorwart bei Hannover 96. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil ich habe mir auch ehrlich gesagt gewünscht, dass da jemand kommt, den man allgemein schon so kennt, den man auch cool findet. Vor allen Dingen, ich habe ja schon bereits ein Trikot von Marvin Schwäbe. Ich muss nicht x-mal dasselbe Torwart-Trikot kaufen mit demselben Spieler drauf. Deswegen, ja, ist schon mal gebucht. Also Ron-Robert Zieler wird jetzt 2 Jahre zumindest auf der Bank Platz nehmen, wird dann auch seine Rolle bei uns mit erhobenen Hauptes annehmen. Ich finde auch aufgrund seiner Erfahrung bietet er einen tollen Rückhalt. Ich bin froh, dass wir so einen erfahrenen Torhüter geholt haben als Ersatztorhüter mit einer gewissen Reputation und hat mich doch wirklich überrascht im Nachhinein. Ich dachte, da kommt jetzt schon wieder irgend so ein No-Name. Ich bin es halt wieder gewohnt, oder nicht wieder gewohnt, ich bin es halt immer noch so gewohnt, dass da so komische Leute kommen, die keine Sau kennt. Aber Ron-Robert Zieler, ich muss sagen, wenn ein Schwäbe sich mal verletzt, dann fühle ich mich doch deutlich sicherer. Dann fühle ich mich wirklich deutlich sicherer, wenn ich weiß, da kommt dann halt gegebenenfalls Ron-Robert Zieler ins Tor. Eine gute Entscheidung und Trikot ist schon gebucht. Ja, auf jeden Fall. Ja, mehr habe ich auch erstmal hier nicht zu berichten, aber ich wollte auf jeden Fall mal darüber sprechen, weil sonst heißt am Ende, du hast das Thema unterlaufen oder sowas ähnliches. Nochmal zur Info an euch alle, es kommt auf jeden Fall noch eine Review zum aktuellen Heimtrikot, später natürlich auch zum Auswärtstrikot, Torwarttrikot natürlich auch, wie auch Ausweichtrikot. Allerdings haben sich jetzt die Ereignisse überschlagen. Ich habe schon
bereits einige Aufnahmen vorbereitet. Das heißt, ich habe das Trikot auch in allen Details abgefilmt. Aber das lässt jetzt ein bisschen auf sich warten, okay? Habt da ein bisschen Verständnis für. Das kommt noch auf jeden Fall. Ich meine, das Trikot läuft ja nicht weg. Dann bin ich halt nicht besonders up-to-date. Aber dafür kommt es dann mit deutlich mehr Leidenschaft. Denn ihr wisst, Trikots sammeln sind meine Leidenschaft. Ja, war halt ein etwas kürzeres Video. Wollte die paar Themen, die mich ein bisschen so beschäftigt haben, mal anschneiden. Sorry, dass ich nicht mehr zum Trainingsauftakt sagen konnte. Was nutzen mir großartige Aufnahmen, wenn ich nicht selber dabei war? Allerdings, ja komm, das nehmen wir noch mit rein. Der Vertrag von Emin Kujovic wurde verlängert. Gegebenenfalls werden wir ihn jetzt auch noch verleihen. Kujovic habe ich schon des Öfteren bei der U21 gesehen. Da hat er mir immer sehr gefallen und da bin ich auch natürlich froh, dass der Junge jetzt auf jeden Fall seine Zukunft bei uns sieht und wir auf jeden Fall die Zukunft mit ihm zusammen gestalten werden. Hoffe, er findet dann einen ordentlichen Verein. Wobei ich aber sagen muss, kommt jetzt einmal mal eine richtige Hot-Take-Meinung von meiner Seite aus. Ich finde, Kujovic, der sollte in die 2. Liga verliehen werden. Das gilt auch übrigens für Potočnik. Nicht 3. Liga, auch wenn Rot-Weiß Essen immer mal gerne Spieler von uns annimmt. Alles gut. Hier, Obus ist ja jetzt auch dort zurückgekehrt. Wobei, natürlich ist es jetzt eine endgültige Rückkehr. Aber, naja, das Thema haben wir ja schon abgehakt. Aber ich finde, er sollte zu einem emotionalen Verein ausgeliehen werden, damit er halt später daran gewöhnt ist, was ihn hier am Geisbockheim bzw. in Müngersdorf erwartet. Er wie auch Potočnik. Und da fällt mir spontan Schalke ein. Ja, klar, gibt ein bisschen dicke Luft zwischen beiden Fanszenen, aber kommt, das wäre doch eigentlich der perfekte Verein. Aktuell strugglen sie in der 2. Liga, sind weder großartig Aufstiegskandidat, aber haben auch immer das Problem, dass sie die Liga gerade mal so halten. Und deswegen, das wäre ein Verein. Großes Publikum, großer Druck, aber trotzdem ein fußballerisches Niveau tiefer. Für die beiden Spieler, da würde ich mir Schalke wünschen. Das wäre der perfekte Verein, um sie auszuleihen. Da hoffe ich doch, dass da vielleicht das nicht nur ein Hot-Take von mir bleibt, sondern dass man da in dem Punkt zusammenfindet. Weil das würde die beiden so richtig ausbilden. Zu richtigen FC-Spielern ausbilden. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ja, gut. Dann sind auch diese Themen abgehakt. Ich hoffe, dass sich jetzt nicht weiterhin die Ereignisse überschlagen, sondern dass wir ein bisschen Ruhe haben, dass ich dann endlich mal mein Trikot-Video aufnehmen kann. Aber, wie gesagt, wir bewahren hier die Kontinuität. Wenn etwas konkret ist, wird darüber gesprochen. Das war's dann auch für heute. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sage ich mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, ein guter Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen ist sie alt.